Bereit oder nicht? Die Welt der Pokémon geht weiter hier bei Pokémon Omega Rubin. Hi Leute, willkommen zurück. Ja, wir sind eben noch auf der Route hier, sprich auf der Regenroute fast ein bisschen unterwegs war. Und ja, die Frage ist halt, was wird uns heute alles erwarten? Denkt man ziemlich noch viel und ich habe irgendwie fast ein bisschen Bock drauf, unseren coolen neuen Blackie, also sprich halt unser Kindwurm, ein bisschen zu, ja, ich sage jetzt mal aktiv trainieren, wa? Kugelblitz, yeah! Skal-Item für Pikachu, das dessen Angriffs- und Spezialangriffswert erhöhen kann. So, was ist denn hier für ein Pokémon noch drin? Zeige dich, oh Pokémon! Ein Kecleon, nö, kein Bock drauf. Da hab ich keinen Bock drauf. Hey du! Lass mal einen Blick auf deine Pokémon werfen und prüfen, ob sie fit genug für eine Abenteuerreise sind. Ja. Mit bald schon Level 50 und so, glaube ich irgendwie schon. Blanas, Blanas! Tangulist. Ich glaube, der Tails geht in die Hose, Kumpel. Orkan-Attacke! Das ist ein geiler Move. Und der Atomic ist wirklich bald schnell 50, Alter. Voltenso, Elektro-Pokémon. Ich überlege echt schon, ob ich mal Blackie reinschicken soll. Der ist am Level eben uns ein bisschen zu tief. Andererseits natürlich ein Drachen-Pokémon. Elektro macht bei ihm natürlich nicht viel aus. Aber guck hier natürlich Pflanze und deswegen auch eher besser gegen Elektro. Ach komm, was soll's. Los, Blackie, du bist dran. Kein Wurm. Ich glaube, das Synchro ging ein bisschen anders, war vom Kindwurm. Kindwurm, Kindwurm! Klingt so. Aber egal. Ja, ich baue mich mal ein bisschen auf. Wow, speziell! Hilfe! Ich bin super! Kindwurm! Was bereits reicht, ich weiß nicht. Ich muss auch mal testen, weil ich bin so. Voltense ist echt fixes Viech, das stimmt leider. Wie Kindwurm aussieht, ey. Er killt mir das sicher nicht. Wieso was? Ich mache erst nochmal einen Supertrank. Ich habe Glück und überlebt es noch, weil Voltense irgendwas anderes macht. Ja. Nee, Freunde, das. Nee, ist mir zu heikel. Irgendwie so ein Beleber riskieren jetzt schon. Also riskieren natürlich übertrieben, aber halt ein Beleber jetzt dafür zu verschwenden, oder? Ist fast schon ein bisschen Verschwendung. Nee. Irgendwie kein Bock drauf. Kokiri macht das schon. Jetzt wäre irgendwie Boden-Pokémon noch cool. Naja, was soll's? Der hat, glaube ich, Statik drauf. Hat der Statik oder Blitzfänger? Mal immer das hier. Was? Ach, komm schon. Ey, da gestern bei Alpha wieder so ein ähnliches Szenario. Wurde es war nicht Blättersturm, es war einmal was Flammenwurf und zum anderen. Das war aber Kaskade. Die beiden Attacken irgendwie 100% treffen. Und ich wurde nicht geschwächt oder so. Und Genauigkeit irgendwie eingeschränkt. Nichts davon und trotzdem habe ich das Scheißvieh nicht getroffen. Ey, das war so übel. Eine Attacke, die zu 100% trifft, sollte wirklich zu 100% treffen. Außer natürlich, du wirst irgendwie behindert und so. Oder Genauigkeit gesenkt, etc. etc. Gibt es ja vieles. Da trifft eigentlich wirklich nur irgendwie Attacken wie Aeroas und so, die halt immer treffen. Aber das war jetzt hier echt übel. Du brauchst vor nichts Angst zu haben. Das stimmt. Direkt wieder mal Blackie heilen, denn ich will ja den, wie gesagt, noch ein bisschen auch aktiv trainieren, nicht nur so passiv. Dann noch knapp 4 Level und Blackie entwickelt sich bereits zu Draschel weiter. Da ist noch so ein. Ja, Geheimbasen. Wie gesagt, machen wir alle später, weil es gibt noch viel coolere Geheimbasen, die bereits jetzt hier zu öffnen. Mit einem Kecleon, wa? Erneut einsetzen. Jo, mir wäre eigentlich ein Absol viel lieber. Hallo, Absol.
Ja, nicht den Duflo. Absol kommt und kommt einfach nicht mehr. Was soll's. Na, wie sieht's aus mit der körperlichen Fitness? Wenn ihr fit bist, können Sie in meiner Situation Probleme bekommen. Im Real Life schon, im virtuellen Leben bezweifle ich ein bisschen. Was? Die Ingeborg? Okay, das ist, also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir alle paar Parts verrücktere Namen bekommen. Freunde, Ingeborg ist der aktuellst verrückteste Name im ganzen Spiel. Welche Frau heißt Ingeborg? Ey, da würde ich meine Eltern schlagen, so zu nennen. Nee, kannst nicht machen. Ein Kind Ingeborg nennen, die Eltern wollen es einsperren. Ganz ehrlich mal. Da brauchen wir nicht, treffe zu selten. Groink, das ist ja ein Psychoviech, das passt also. Hätte ich beinahe wieder Gronk gelesen. Nee, ist ein Groink, kein Gronk. Groink. Groink, groink, groink. Und das war's mit der Ingeborg. Ja. Die Inge, die brauchen wir mal was, wa? Sind bereits dort? Kann das echt schon sein? Sieht fast so aus, wa? Die Route 121, eine wunderschöne Route. Was waren hier schon wieder? Überleg gerade. Kokiri, Kai, ja, die wollen langsam auf. Das ist sehr schön. Dann mal gucken. Hallo, Schwester. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die unseren Verstand übersteigen. Ja, zum Beispiel Entwickler, die ihre Charaktere Ingeborg nennen. Brunhilde, gut, das ist zwar keine Hexe, es ist ja eigentlich eher eine... Brunhilde war doch die aus einer bestimmten Mythologie, ich weiß gar nicht mehr welche, die doch Drachenritterin war. Nee, nicht Drachenritterin, sondern halt Drachenbezwingerin, genau. Irgendwie so... Geist! Zwielicht! Oh Mann, der ist ja so, Zwielicht, so Piris war Geist Unlicht, war. Kann ich es eigentlich mal testen, weil ganz ehrlich, so Piris ist nicht wirklich stark. Das ist mehr ein bisschen Viech, was auch gut ein bisschen nerven kann und so. Oder halt supporten. Was in guten Angriffen seid, wenn wir jetzt neu. Das bringt nicht viel. Das bringt mehr als ich dachte. Scheiße, okay. Oh, aber schlecht war es nicht. Ja, also verwirrt und so. Nö, oder wär's lieber aus. Fee war. Eine Fee, die kann ja sicher helfen. Feenattacken wirken ja gut gegen Unlicht, gegen Geist, aber normal. Wir sehen es gleich. Zauberschein. Werde erleuchtet. Krass, ey. Ja, Geist Unlicht war früher irgendwie so ein Typ, der gar keine Schwächen hatte, oder? Weil, Kampf war effektiv gegen Unlicht und Käfer ja auch, aber hingegen gegen Geist halt nicht, oder? Und was gegen Geist effektiv war, ist gegen Unlicht nicht effektiv und so. Aber seit dem Feentyp ist alles wieder anders. Noch mehr Beeren, cool. Hallo. Das sind die Felder, die zu dieser Route gehören. Es ist ja so praktisch, ganz einfach mit Fliegen herkommen zu können. Oh. Weiß ich gar nicht. Das ist echt praktisch. Hä? Aha, gut, ich meine vielleicht was anderes. Ja, natürlich so, fliegen geht nur in die Städte mit Pokémon-Zentren, wahr? Ja, wie ich ja schon öfters gesagt habe, bei Groudon ungefähr, sobald wir dort sind, kriegen wir eine neue Fähigkeit, mit der wir, ja, die einfach eine Weiterentwicklung von Fliegen ist, so sag ich einfach mal so. Wie es ist. Wo ist denn das scheiß Item hier? Es muss irgendwo hier sein. Aha. Das könnte, glaub vom Klang her, weiß ich normal so ein Duflo war. Nö, war ein Piliper.
Das habe ich noch gesehen. Was gibt es denn hier für Pokémon, die ich noch gar nicht habe? Das Spiel hat auch Alpha Saphir war. Pidipa, Wingull, Kecleon, Duflor. Genau, ein paar mehr, aber die habe ich eigentlich alle schon. Was war denn das wieder? Noch so eins, okay. Erster Psystrahl ist ja nett und so, aber nö. Hey, Tante! Stopp! Bewundere gefällt meine wertvollen Pokémon! Lass mich ran, Schönheit. Ne Beauty. Germain. Okay, eine Französin. Ah ja, es kann ja Wertewechsel, wa? Oder was, Typwechsel? Das kann ich mehr. Also heißt zuerst Pflanzen, dann Flug, um halt die Typen ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Gar nicht nötig. Es ist bereits komplett im Arsch. Ja, und Ziggy wird auch wieder immer stärker. Ich muss zugeben, ein starkes Gyarados ist gar nicht so schlecht, weil ein starkes Gyarados, das kann dann auch, mit Mitnahme vor allem, öfters mal ein cooles Item abstauben. Okay, jetzt haben wir hier wieder einen Gifttyp. Atomic, nö, komm. Atomic, Entschuldigung, nicht Kai wollte ich gerade sagen. Kai nicht, sondern Atomic. Atomic bringt's. Ich muss endlich mal die Idee versprechen mit den einzelnen Pokémon hier. Na, mal entscheiden zu können, lohnt es überhaupt so einen Wechsel, sprich neu züchten auf Alpha Saphir, oder soll ich die hier belassen? Lalalala. Und die Schönheit, die ist down. Lalala. Die hat Pech gehabt. Team Magma. In Ordnung, mir empfiehlt uns zum Pyroberg zu begeben. Wir müssen zusehen, dass ihr uns Edelstein sichern von dem Besitz von Team Aqua gelangt. Halt hier geblieben! Sind die einfach abgehauen? Pyroberg, Edelstein, hä? Ich hab doch keinen Schimmer. So, Freunde, hier haben wir die Safari-Zone. Die ist, ich weiß nicht genau, ob das wirklich schon so war in der Originaltrilogie, also sprich Original Rubin, Saphir, Smaragd. Hier ist es allerdings so. Das lang du möchtest, genau. Wir können einfach reingehen und Pokémon fangen, ist gar kein Problem. Da steht jetzt keiner drum, ob wir irgendwie noch Eintritt bezahlen müssen, Safari-Bälle brauchen. Nö, wir können einfach da reinmarschieren. Und hier einfach alle möglichen sammeln. Also wenn ein Pokémon Gegner ist, ja. Freunde, das ist zwar ganz nett und so, bringt es aber noch nicht so wirklich, weil wir brauchen hierfür, um hier vor allem weiterzukommen, brauchen wir verschiedene Räder. Ja, sagt er natürlich, hey, was heißt verschiedene Räder? Wir haben doch nur Kunstrad und Eilrad. Das stimmt, aber es ist leider so, dass wir, um alles zu erforschen, alle TMs und Items zu bekommen, hier kriegen wir zum Beispiel auch Energieball, kriegt man hier, brauchen wir beide Räder gleichzeitig, sprich Kunstrad und Eilrad, und das klappt erst nach der Liga. Traurig, aber wahr. Das ganz seltenes Pokémon, Scheibenkleister. Das Schnellrad. Nö, das Kunstrad, cool. Ja. Gibt es jetzt echt halt teilweise Strecken, wo man echt beides brauchen. Das ist so fies, hey. Und hier ist gar nichts, ganz schlecht. Ja, die Safari-Zone, die kann's. Jetzt aber. Da haben wir einen Megastein für Absol. Cool. Ich werde zwar irgendwie nie einsetzen, aber egal. Und wieder mal hüpfen. Ich muss zugeben, ich finde die Idee auch ganz geil, dass man da halt Kunst und Eilrad beides bekommt und dann kombinieren kann. Aber das nicht, also erst so spät geht, das finde ich ein bisschen doof. Ein Scaraborn habe ich, glaube ich. Auf Alpha Saphir noch nicht, zumindest noch kein weibliches. Oh Scara, mit dem Herzform einfach. Naja, wieso nicht? Oh, verdammt. Unlichttyp natürlich sehr nice. Zum Schwächen gar nicht mal so schlecht. Oh, oh. Alter!
Unterschätzt nie Scarbomb, Freunde. Vor allem kann sie ja seit 6 Generationen ja auch die Mega-Entwicklung, da ist noch sehr viel übler. So, wir brauchen ein starkes Pokémon zum Aushalten. Kampf, genau. Das Verrückte ist, die Affin-Attacken wirken sowohl bei Kampf, Unlicht als auch bei Drachen. Da waren wir teilweise, hä? Das ist schon ein bisschen weit hergeholt, das Ganze. Scannerborn, I choose you! Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Auf den ersten Fang! Ey, ich meine ganz ehrlich, bei Scarborn sage ich schon, nein, bei Absol. Ey, da hatte ich echt teilweise den gar nicht mehr und dann wollte ich irgendwie auch nicht. Und hier geht's plötzlich, kein Problem. Scarborn, geh fangen. Scarborn, cooles Pokémon. Lalalala. Ich glaube, ich habe damals sogar bei. Ich überlege gerade. Was bei Heart Gold Soul Silver oder war es sogar noch früher? Auf jeden Fall habe ich in der Johto-Region mal einen Scarborn trainiert. War eigentlich ganz nice. So, ihr seht auch hier schon, wir sind in einem anderen Gebiet des Safari-Zone und deswegen kann man hier auch wieder unterschiedliche Pokémon fangen. Den Rest habe ich glaube ich soweit alles. Ein Pinsir fehlt mir auch noch, ob man das auch hier fangen kann, wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Das ist ein Scarabon gewesen. Ihnen geht es nicht weiter, aber das andere Rad. Ja, ist ein bisschen mühselig und deswegen gehen wir jetzt hier wieder raus. Ich meine, es ist gut zu wissen für später, aber ja, ganz abgesehen davon. Ich glaube, die Themen und Items, die man halt sonst noch bekommt, abgesehen natürlich von beiden Rädern jetzt, sind auch nicht so besonders und ja. Wie gesagt, halt einfach alles ein bisschen später. Da bin ich halt, dass ich vorhin übersehen habe, gerade ein Xatu. Das war ein Pikachu, ja. Das einzige Pokémon, das seinen Namen sagt, finde ich immer noch ein bisschen schade. Das nur Pikachu sind die anderen nicht. Jetzt wiederum nix. Ein Satz mit X, der war wohl nix. Hahaha, jo, hat durchaus was. Jetzt einfach, wenn du magst. Okay, dankeschön. Yeah. Und das ist doch richtig cool, Mann. Ein Beleber. Ist doch richtig belebend. Pikachu und tschüss. Brauche ich nicht, Mann. Wir haben sowieso schon 2. Moment mal, natürlich 1 bereits. Das vom Wettbewerb, genau. Muss ich mir auch noch auf Alpha noch holen. Ich habe die ganze Zeit noch nichts mit Wettbewerb doch gemacht. Eigentlich voll krass. Dabei sind's doch cool. Ja, die Wettbewerbe, die haben was. Ja, bitteschön. Ich jetzt schon wieder. Wo zum Henker bin ich hier? Da ist sie! Das müsste, glaube ich, sogar Energieball gewesen sein. Aber wie gesagt, da kommt man noch nicht hin. Ah! Nervt mich jedes Mal. Blö, blö. Was ist denn das? Ein Enton? Ich glaube schon, wa? Verdammt. Genau, in dem Moment ist er abgehauen. Ja, ich glaube, das war ein Enton im Geräusch her. Ein Calcium, ganz, ganz fies versteckt. Ich dachte, das wäre so ein unsichtbares Pokémon. Ja. So fies, es geht nicht, nein! Ja, hier müsste Energieball sein. Und da ist die Attacke so geil, hey. Macht 90 Damage plus eventuell Senkung der Spezialverteidigung. So. Nochmal hoch. Ja, ein bisschen hoch, das muss noch gehen. So. Und hopp, hopp, hopp. So, und hopp, 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 hopp.
Hoppadi, hoppadi, suppadi und bloppadi. Bitte was? Ja, 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 wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's. Wir sind richtige Schaffer. Hier ist aber nix, hier ist auch nix. Hier ist noch eine... Verdammt, das war ein seltenes Pokémon. Das war's. Ein Scarabon oder ein Pinsir? Das hat auch nichts. So müsste, glaube ich... Oh, was war das? Auch irgendwie eine seltene TM. Der Energieball war es nicht. Der Degato vielleicht? Ich glaube, der kam ja später. Nehmen wir mal, das ist ein Donphan. Ein Pfannvieh? Ne, muss ein Donphan sein. Genau, ein Donphan. Weil Pfannvieh kann man hier nicht fangen, man muss es ausbrüten. Bruti, Brutifix, ja, Bruti. Ein Donphan. Muss ich eigentlich nicht fangen, weil ich hab's bereits auf Alpha 4, deswegen, mal schnell killen. Für die Peace! Ups. Mein Kokiri! Das nur, weil ich trotzdem nicht geheilt habe. Blackie, I choose you! Ruf mal schneller. Glut! Scheiße! Aber der frisst echt Karpe, hey. Wenn das wohl getauscht ist. Nun gut, Freunde, das war wieder mal für heute hier bei Alpha, nicht Alpha Aventur, sondern bei Omega Rubin. Komm langsam echt durcheinander, hey. Ja, im nächsten Part gehen wir ganz kurz nach Sigrasulp City, nämlich um unser Pokémon zu heilen. Und dann geht's nach unten, sprich nach Süden zum Pyroberg. Den müssen wir irgendwie Team Magma aufhalten, wa? Ja, wie es dort weitergehen könnte, das ist eine gute Frage. Eine Frage, die wir erst später beantworten werden. In diesem Sinne, ja, Pikachu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.